Willkommen bei dieser neuen Edition von RDR Tele. Merci, dass ihr nächstes Mal dabei seid. Ich proposiere euch die Tab-Titeln von dieser Sendung. Thema Lebensmittelsicherheit. Eine Lützebauer Privatinitiative warnt zum Teil lang für unser Santé am Fall von Rückrufaktionen bei Lebensmitteln. Dann den ersten Teil von den Porträts von unseren Kandidaten für die Europawahlen. Und da waren wir noch an den freien Leghaulen zu Martelängen erwähnt. Die Lebensmittelsicherheit hier am Land leitet der Privatinitiative Food Alert Lützeburg besonders Herz. Die Initiative aus 2015 von 5 Leuten gegründet worden, die an der Medizin, der Lebensmitteltechnik und Distribution arbeiten. Zusammen haben sie festgestellt, dass als zuständige Ministerien nicht richtig, respektive zu spät informieren, am Fall, wo Lebensmittel vom Markt geholt werden. Rückrufe von Lebensmitteln, die als Ministere publizieren, sind dax nicht effizient genug. Es geht noch immer davon ausgegangen, dass 95% der Lebensmittel aus der Belgien kommen, die am Kader von Unternehmen, die Vertriebsrechte bei unserem belgischen Nachbarn haben, das auch d'Office für Lützeburg haben. Der Marché hat sich aber in den letzten Jahren stark verändert, so Statistiken aus der Grenzregion ergeben, dass Lützeburger regelmäßig bis zu 25 Kilometer an Notbeschländer rauffahren, für Ers- und Trinkfuhren zu kaufen. Und hier im Studio begrüßen ich einen von den Gründern von der Initiative Food Alert Lützeburg, den Paul de Jager. Moin. Moin, Herr Audi. Gut, also ist dann wirklich so, dass Leute heute zu Lützeburg auch mal Sachen konsumieren, die vom Markt geholt sind, aber nicht von unseren Autoritäten annimmt sind? Ja, wir müssen leider seit 2015 muss man feststellen, dass die Fälle immer dabei sind. Wir haben zum Beispiel die letzten paar Monate sind verschiedene Beispiele gekommen. Hier haben wir eine Gewürzmischung, da haben wir den 26. März haben wir Bescheid gesagt, unseren Leute, die bei uns abonniert sind, auch noch auf unsere Website gehen, dass da Gluten dran wären. Wobei aber die Sécurité Alimentaire, die hat den 4. April Bescheid gesagt mit einem ganz großen Retard. Ein anderer Fall, den auch als ganz komisch vorgekommen ist, das war den an Frankreich wird das ganz Lactalis-Skandal genannt. Das Milch die Woche zu Lützeburg verkauft über Grand Surface und so weiter fort. Wir haben auf den Problem des 25. Januar wir darauf hingewiesen, das Jahr, weil als Sécurité Alimentaire, die hat so gut wie überhaupt nichts gesagt. Ein anderes Beispiel, was wir können gehen, den 23. Februar 2016 haben wir bei einer Sauce darauf aufmerksam gemacht, dass Nüsse dran sind. Nüsse können bei verschiedenen Allergikern große Allergien provozieren. Die Sécurité Alimentaire wird durch den 5. März darauf reagiert, auch mit einem Retard von mehr wie einer Woche. Dann haben wir noch ein anderes Beispiel. Den 1. Dezember letztes Jahres war ein Ham. Die war durch Salmonellen verschmutzt und wird immer vierkend. Wir haben den 1. Dezember darauf aufmerksam gemacht, sie haben den 14. Dezember, also mehr wie 14 Tage, darauf aufmerksam gemacht. Eine Sache, die uns auch noch ein bisschen besser abgestoßen war, das war ein Druck, wo eine gewisse Substanz drauf war, die nicht wohl dran sind. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, den 21. Dezember 2018 und 17. Januar 2019 kam als Sécurité Alimentaire die Mutter. Das sind Umstände und Zustände, die nicht so dürfen sein. Ja, aber worunter leidet? Wie können die zuständigen Autoritäten hier im Land einfach mal dann mehr effizient und auch mehr sehr reagieren, Ihrer Meinung? Kurzfristig kann ich ganz viel machen, wann ich will. So kann ich zum Beispiel die Informationen über Lebensrappeller, über die sozialen Medien, Twitter, Facebook, so wie wir doch machen, direkt weitergehen, so sehr wie sie rankommen. Eine andere Möglichkeit wäre aber zum Beispiel für die Informationen über die Rückgriffe, die immer kommen, über die App von gouveralert.lu weiterzugehen. Das wäre auch eine Sache. Ein anderes Problem, das wir auch noch gesehen haben, dass ein Hotline wäre eine Sache, die ganz gut wäre, für das Leute sich renseignieren, ob du bei dem an dem Produkt seriös etwas fehlt oder ob es sich um eine Fake News hält. Das sind so Sachen, wo wir so, das wäre etwas, was kurzfristig mit nicht viel Budget zu machen wäre. Ja, was sind am Anfang eher weiter Proposen als Leute, die das Sektor von den Lebensmitteln ja gut kennen? Ja. Langfristig muss die neu gehen. Das gibt mir so gesehen, es muss über den Tellerrand gucken, also es muss gucken, wie an der Großregion die ganz logistisch schwer gehen.
Dann eng aktuell Bestandsopnahme vum Lützeburger Marché, vu wo das Produkt kommen, aus wéi engen Nobeschlenner, dat se kommen ass e Mast de muss do sinn. Wer der Wallo als Ministere mache, wie weit si do sinn, mé wëss net well de Kontakt net ganz groß do was als Ministerieren a ginn eichter zu enger Randgruppe gezielt, die bëssen wie giwe so e bësse wëllen Tamtam machen. Dat ass schuet wat hecht dat dann hicht dat dat Silo nach kengsterweis ob ichch reagiert hunn? Nee, si belächelen als einfach an d Gouf bis Luke nach keng Proposen fir irgendwie ze summen ze schaffen, do ass en Effekt immer null. Ja. Dat ass schuet an mir hoffen, dat se Staat ändert, well mir werden dann all die zoustänneg Ministerieren mat Ärem dringenden Uleiers konfrontéieren. So Lommer Merci fir den Besuch am Studio, Herr Jäger. Es noch Merci Herdi. Gern. An eise Spotte fir d'Europawahlen weis ma ech mir eng perélech Säit vun eise Kandidaten. Den Optakt mecht de Grënner vum W 2050 Fred Kruip. Ja, iwwer da bei mir bisssen am Geméisgärt, Biogeméisgärt as ja. An ich fand dat immens Flottes, weil da immens wie Spaß bech doch an der Familie, Kontakt mat der Natur. Jocht no appppes och nach Ziessen, also gute Produkt, déi déi selwer gemach huet. An dat ein schuet, dats vill Leiit dat haut ders net wie machen. Spein ha der Stroos vunnen spein 100 Leiit, vun den 100 sinn nachläch 5, 6, die so geméis gert hunn. An das eigentlech net soviel Zäit, die en dofir brauch an net soviel erbecht an. Ich kann sis Leiit encouragéieren dat ze mache, weil wirklich appss immens Flottes ass wat doch appss bringt. Ich habe mat Fußballspiele fir hun mam 33 Joer, dat hatte ich demmals 6 Joer an Verein am Ufang Spieler, den no am Komitee. Ich war 12 Joer lang Sekretär, seit 4 Joer Präsident vum FC Kielem. Was der Gröski zu Kielen. Es ist klar, dass man dat ganz viel Herz leiit. Wir hunn hai iwwer 150 Jugendspieler hai an das ganz viel Arbeit, mit dat mech immens viel Fred. Und dat is immens wichtig, auch die Sportsvereine überhaupt am größten Ganzen. Und wenn ich gucken, wir verlieren einst du, wir gewinnen einst du, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir dann können zusammen ein paar Tuellen, dass die Ambiance stimmt, dass viele Leute hier sind und dass die Leute, die hier sind, hier Frieden im Ganzen haben. Vor kurzem hat der LSAP ein Manifest für die Europawahlen rausging. Hayassen, den heißt Europa klar ernst. Da geht es eng solche Propositionen. Wir haben also aber 3 Themen an der Hauptsache rausgesicht für ein Gespräch. Es geht um die Finanzpolitik, um den Bereich von der Demokratie und auch um die Außenpolitik. Und für das zu kommentieren, begrüßen wir hier im Studio den Fernand Karteiser. Moin dann. Angefangen mit den Finanzen, was kann ich dazu sagen? Ja, ich meine, hier sind 2 Punkte, die eng besonders auffallen. Das eine ist, dass Sozialisten wäschgin von den traditionellen Lützeburger Positionen, an dem Sinn, dass sie eine Finanztransfersteuer für Europa proposieren. Das ist mir immer bis gesagt, und das können wir nicht mehr. Wir müssen gucken, dass die Interesse von der Lützeburger Ökonomie, aber der Finanzplatz an der weltweiten Kompetition von den Finanzplätzen gewährt sind. Wir können also nicht eine rein europäische Finanztransfersteuer machen, wir müssen gucken, Niveau von der OECD vielleicht so Sachen zu denken, wann das sollte gewünscht sein. Die Sozialisten haben also hier etwas an ihrem Wahlprogramm, was direkt den ökonomischen Interesse von unserem Land schürt. An den zweite große Problem an ihren ökonomischen Vorstellungen ist, dass sie wollen die Stimmigkeit an Steuerfrohen abgehen. Das heißt, dass wir als Lützeburg gegen einen wichtigen kompetitiven Vorteil verlieren. Es ist auch so, dass natürlich von mir nicht mehr eine Einstimmigkeit zur Verfügung haben als Lützeburg, dass kein Mensch mehr gegen auf Lützeburg lauschen, dass also die Fiskalität von Europa und damit auch ein wichtiges Grundlage von unserer Finanzpolitik halt zu Lützeburg, der Finanzplatz auch, gegen am Ausland dezidiert gehen, dann kann man sich ja vorstellen, was daraus entstehen. Auch an Sachen mehr Demokratie für Europa hat der DR natürlich eine ganz andere Meinung wie der LSAP. Ja, da ist auch etwas ganz bemerkenswertes am LSAP-Wahlprogramm. Sie so müssen den EU-Wahlrecht harmonisieren, ohne genau zu präzisieren, was das heißt. Nun muss ich wissen, dass Lützeburg stark an der Kritik am Ausland steht, weil man an den Ern, wo verschiedene Leute am Ausland überrepräsentiert sind. Zum Beispiel haben wir als kleines Land 6 Deputierten am Europaparlament, 1 Deputierte gegen sich als Bevölkerungsgröße entsprechen. Und muss sich fragen, die Harmonisierung vom Wahlrecht, was mengt der LSAP damit?
Ja, dann noch zu der Bausepolitik, da fällt natürlich regelmäßig op, dat de Ferner Kartei se ganz ärner Meinung huet wie den Außenminister Jean Asselborn. An dat mir den eben auch an diesem Manifest. Haier se gros Kontradiktion am Manifest. Engerseits se LAP sie wählt op Anhecht Lützeburg mis weiter op Anhecht könne mat allen anderen an Europa diskutieren, och iwwer Bausepolitik a Frieden. Mir hier Propositionen gehen an eng ganz andere Richtung. Sie so zum Beispiel auch an der Bausepolitik soll mat Dstimmigkeit opgehen, an der Tisch auch nicht ernst Stadt Lützeburg zu Mols an so engem Bereich als klein Land überhaupt nicht mehr mat zu bestimmen, an mat zu dezidieren huet. Et das so, dat man sich dann Bausepolitiken in Deutschland a Frankreich iwwerdroen, dat an Zeite, wo die Länder auch proposieren eng europäische Armee zu machen, wo man dann auch nicht mehr mat zu dezidieren hätten. Auch hier muss ich wirklich feststellen, dass der LAP op BW geht, wo man als Lützeburg nicht mehr zu dezidieren hun, weder als Steuerfroen nach an der Bausepolitik an sogar als die demokratische Vertretung an den europäischen Institutionen nachfrohgestalt wird. Bauer ze sinn ass net den einfachste Beruf, de fordert viel kirpelschen Ersatz an as och mat viel Erbecht runem Dauer verbonnen. Traditionell sinn an dem Berufsstand Manner Fra vertruden, heit zu Wald Bredemes as Tessie Brisbois, Kandidatin fir d'Europawahlen, lodrop an Drun fir den Haf vun ihren Eltern sie verhoelen, an dat aus purer Leidenschaft. Bauer ze sinn ass net nimme mei Beruf, mé och még Passioun. Als Bauer fuhren Jawer net nimmer am Traktor, méch këmmere me joch ëm Eisdéieren. Nieefdeisen Ertrech, die ma hauptsächlich brauchen fir Eisdéieren ze fiederen, hu sie dawer och ger, wann i sech viel sie kümmert. Sie ge gerne gekrault, gebotzt, as sie net ger, wann in sech Martinen omsäiert. Ma wat ma am wichtigsten ass, dat se viel dobause sinn an dat se en achtgerecht liewen hunn. Natierlech mëch ma woch Fred, mech mat als anderen Déieren zum säieren, zum Beispiel euse Muppen. Nur engem lange Schaffdach sind dawer net nimme még Muppen, mé auch még Perd die mech opmontren. Nief dem landwirtschaftlichen Alldach sind da Wortsprochen, die mich interessieren. Ich lehre gern neue Sprachen, und es ist egal, ob das Lützeburgisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Hindi oder Russisch ist. Wenn ich mehr Sprachen lehren, werde ich mich an der Welt besser zurechtfinden, und werde ich meine Menschen Kamino sehen. Logimmer ze summen an die sogenannte Leekollen op Uwermärteling, vielleicht besser bekannt als Adverserie de Omartelange. Der Site vun de Leekollen zu Uwermärteling ass aussergewöhnlich. Den huet net Manner wie 8 Hektar mat am ganzen 28 Gebäier, die die industrielle Geschicht vun de Leekollen erzielen. Lee oder de Schiefer gëtt bis haut an eiser Gegend benutzt, fir d'Dierscher vun den Häuser zu decken. An die Miela ënnert onze Nokuckerten erinnern sich, dat sie op der Schiefertafel geleiert hun ze schreiben. De Schiefer gëtt nach fir viel aner Sache gebraucht, vum Wasser stehen, iwwer de Biestech bis bei de Graf stehen. Als echt gesäite Visiteure klenge See, künstlich ugeluecht am am Wasser aus de Mine gespeist. Wasser ass an der Produktion agesät gin, huet awer auch als Schwammbasing gedenkt. An den Atelien sinn nach eng Rei Maschine gut erhalen, wo mat viel Kënnen a Geduld, Gros Blick geseet a poléiert gisinn. Hannen Drnnen gesäit en nach Janglis Ger, wo aus Millioune vun Zielen an d'Welt exportéiert gisinn. Vis-à-vis vum Atelier gesäit en dann Schmëtt, Schlässerei an Schreinerei. Maschinen a Geschier sinn demols nach op der Platz vum egene Personal an der Rei gehale ginn. Vun der Schiefermin Johanna gesäit en nach just des Betonsplack. Tausende Tonne Steen sinn hai aus dem Bodem gehöwe ginn. Dat riesig schlank Gebäi ass dem Magasin Johanna. Hai waren ënner anderem d'Atelien, wo de Meeser a sei Gesell, genannt Manny, aus de schwere Schieferblick 4 mm dick Dachlehe gezëmmert huet. Eng schwéier Arbeit, déi bis haut als Respekt verdeckt. Da gesinn mir wéi ënner Dach geschafft ginn ass. Am Géigesatz zu de Minieren am Süden kommt an de Schiefergroven net gesprengt ginn, heiers drëms gange fir Gros Blick an engem Steck aus dem Bodem zu hoelen. Dat hellecht Barbara, Schutzpatrainerin vun de Mineuren, derf och hei net fehlen. Kaume Mineur hat sich oni here Segen ënner de Bodem getraut. 1890 huet den deitschen Importateur Brider Rother aus Frankfurt d'Leekollen iwwerholl, viel investéiert
a loes och nopech Exploatatiounen opkäf. Den Direktor, déi spéider Lützenboier gouf, huet seg Villa direkt nief dem Sid opgeriecht an noch e Juecht Chalet aus der Schweiz importéiert, déi nach bis haut steet. Och Bürosgebaier stien nach, déi war muet d'Äbechter an de Giche kénte kommen, fir Preisechen ze kommen. All Kontebicher, Schreifmaschinen a Buchungsmaschinen erinnern eis un Zäit fir Computer. Zu guter Lächt mam Helm op der Stier gehtet die Viech Trapenrow an Min Laura. Haut kommen Visiteuren bis 12 Meter ënner de Burdem, wo d stark deichter a permanent eng Temperatur vun nëmmen 8 Graders. Den Zichelchen, déi fréier eng wichteg Funktionun hat, fir die schwéier Stäng iwwer dat grost Areal ze féieren, ass haut nach just do fir Touristen dadurch ze féieren. Ich film aus Massifir Interesse und den Musée de l'Ardoise Schiffer Musée Uwe Martel mir nur den nicht gerne herzlich an für als Besichen zu kommen. Ze begréessen ass, dat Leekaulen zu Märtel nach feider touristisch sollen opgewehrt ginn. Dat wäret dann schon ees enke fir des Sendung, es so nicht merci, dats der mat dabei wärt. Di kënnt eis net nëmmen op der Tëlle Docks vivéieren, ma och bei dem Internetsit ADRLU, op eiser Facebook seit, an ich ginnech loch schon de Rendevous fir den 3. Mai fir die nächst Sendung. Merci an Eddie!